2 Jahre Gefängnis auf Bewährung, unter anderem wegen mehrfacher fahrlässiger Tötung. So lautet das Urteil gegen einen Käser aus dem Kanton Schwyz. Sein Käse führte zum Tod von 7 Menschen. Der Käse war verseucht mit Listerien. Ein Wort, das ich auch schon gehört habe, weil ja hier und da ein bestimmtes Lebensmittel zurückgerufen wird. Aber was Listerien genau sind, da war ich vor der Arbeit an dieser News Plus Folge überfragt. Sorgen wir also dafür, dass wir alle in gut 10 Minuten wissen, wovon wir bei Listerien sprechen, wer gefährdet ist und wo die überhaupt vorkommen. Schön seid ihr dabei. Ich bin Dominik Brandt. 2020 waren die Listerien in der Käserei im schweizerischen Steinerberg entdeckt worden. Sofort wurde die Kundschaft informiert, darunter auch Grossabnehmer wie zum Beispiel Coop. Das Bezirksgericht Schwyz sagt jetzt, der Käser habe seinen Betrieb zu wenig und ungenügend auf Listerien untersucht. Der Verurteilte gibt das zu. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Folgen der ungenügenden Kontrollen waren dramatisch. 13 Menschen erkrankten, 7 sind nachweislich wegen der Listerien aus Steinerberg gestorben. Zeit, uns diese Listerien genauer anzuschauen. Und dafür habe ich Hilfe von Alda Breitenmoser. Sie ist Präsidentin des Verbands der Kantonschemikerinnen und Chemiker. Sie kontrollieren Betriebe auf Listerien. Frau Breitenmoser, von was sprechen wir, wenn es um Listerien geht? Bei Listerien sprechen wir von Bakterien. Bakterien, die in der Natur verbreitet sind, weit verbreitet und entsprechend auch in zahlreichen Lebensmitteln vorkommen können. Ein Bakterium also. Aber wo kommt das her? Aus der Natur, sagt die höchste Kantonschemikerin. Die sind eben überall. Also man findet die, wenn Sie Erde untersuchen, dann finden Sie zum Teil einfach Listerien. Das ist natürlich normal und die machen da auch nichts. Das Problem ist einfach, wenn sie dann wirklich auf Produkte gelangen, die wir konsumieren. Was dann mit dem menschlichen Körper passieren kann, dazu gleich. Schauen wir zuerst, welche Lebensmittel besonders anfällig sind für Listerienbefall. Im Kopf habe ich vor allem den Käse, aber auch Salate. Und damit bin ich gar nicht so schlecht unterwegs. Einerseits sogenannte tierische Lebensmittel, dazu zählen Milch, Milchprodukte, verschiedene, eben auch Käse, dann Fleischprodukte je nachdem und dann aber auch pflanzliche Lebensmittel wie zum Beispiel Salate. Tierische Produkte sind also anfällig, aber eben nicht nur. Gemeinsam haben die betroffenen Lebensmittel gewisse Produktionsbedingungen. Also es ist so, das Problem ist dann, wenn diese Produkte hergestellt werden und dann eben kein ausreichender Erhitzungsschritt aufgrund des Produktes stattfindet oder das Produkt nicht anderweitig konserviert wird, sei es durch eine Säurezugabe oder durch eine Abtrocknung, dass das Produkt weniger Feuchtigkeit hat, dann können sich die Listerien in diesem Lebensmittel vermehren. Und das machen sie eben auch bei kühlen Temperaturen im Kühlschrank. Das hält sie nicht von einer Vermehrung ab. Und das ist das Problematische dieser Keime. Und dass es relativ wenige Keime braucht für eine Erkrankung. Fassen wir zusammen. Listerien sind überall in der Natur und können darum auch in Produkten landen, die wir essen. Heikel wird es bei Lebensmitteln, die in der Herstellung nicht aufgeheizt oder speziell konserviert werden. Kommt zusätzlich noch Feuchtigkeit ins Spiel, fühlen sich die Listerien erst recht wohl, sogar im Kühlschrank. Und eben ein klassisches Produkt, das betroffen ist der Käse. Das führt mich zu meinem nächsten Anruf. From Arte, Stefan Truppmann, grüezi. From Arte ist der Verband der Schweizer Käsespezialisten. Stefan Truttmann ist dort verantwortlich für das Qualitätsmanagement. Er sagt, Listerien in einer Käserei, das sei Stoff für schlechte Träume. Ja, ganz klar. Also das ist ein großes Albtraum-Szenario. Das darf bei uns einfach nicht passieren. Das ist natürlich ein schwerwiegender Vorfall. Es geht hier ganz klar auch um die Lebensmittelsicherheit, also die Sicherheit der Konsumenten. Bei Listerien besteht halt auch die Gefahr von Todesfällen. Also das ist überhaupt nicht zu unterschätzen.
Dass dieses Szenario real werden kann, das zeigt der Fall aus dem Kanton Schwyz. Hat dir etwas verändert innerhalb der Käsereibranche? Ja, dieser Fall hat bei uns sehr viel verändert. Wir haben ein sogenanntes Listerien-Monitoring in unserem Qualitätsmanagementsystem und aufgrund dieses Vorfalls mussten wir das Listerien-Monitoring verschärfen. Das heißt, es mussten zusätzliche Kontrollen eingeführt werden, um einfach die Sicherheit der Käse wieder zu garantieren. Können Sie dieses Monitoring etwas erklären? Wie funktioniert das? Das Listerien-Monitoring beruht auf zwei Dingen. Einerseits ist es die Hygiene, also das sind konkrete Hygienevorgaben, was zu tun ist im Betrieb, auch bei der persönlichen Hygiene. Und andererseits geht es um Kontrollen, also man muss diverse Analysen durchführen, um die Sicherheit der Käse zu garantieren. Und wie häufig wird das kontrolliert in den Betrieben? Das ist sehr unterschiedlich. Es kommt natürlich auf die Käsereien drauf an. Also bei Käsereien, die Hartkäse herstellen, sind die Untersuchungen nicht so häufig nötig. Bei Weichkäsen ist es natürlich, sage ich mal, wöchentlich oder je nachdem, wie hoch das Risiko ist, müssen solche Analysen durchgeführt werden. Kleiner Einschub, der Weichkäse ist auch darum heikler, weil dort häufig auch die Rinde mitgegessen wird. Beim Hartkäse wird die Rinde, die ein Stück weit als schützende Verpackung dient, eher meist weggeschnitten. Das mit den Kontrollen, das tönt nach sehr viel Arbeit. Und das ist es auch. Und richtig kompliziert wird's dann, wenn bei einer Kontrolle die Bakterien auch tatsächlich gefunden werden. Kantonschemikerin Alda Breitenmoser. Das ist sehr aufwendig. Das ist eine große Putzerei und Reinigung. Man muss jede Ritze, Abflüsse, ganze Gerätschaften auseinandernehmen, intensiv reinigen, desinfizieren. Das ist eine Riesenaufgabe und die wird umso schwieriger, je mehr raue Oberflächen in einem Betrieb sind oder enge Ritzen, komplizierte Räumlichkeiten. Ja, das ist sehr, sehr aufwendig. Trotz all der Arbeit, Listerien und der Kampf gegen sie sind in der Käsereibranche ein Dauerthema. Zum Glück für uns als Konsumentinnen und Konsumenten. Dieser Verantwortung, der sei man sich bewusst, sagt Stefan Truttmann vom Verband Fromate. Ja, natürlich. Also wir haben da sehr eine hohe Verantwortung, dass eben die Lebensmittel, die Käse, die wir herstellen, dass die sicher sind. Und darum ist es eben für jeden Käser sozusagen ein Berufsauftrag, diese Kontrollen durchzuführen. Es ist natürlich schon auch zu sagen, dass solche Vorfälle eher die Ausnahme sind. Also eben aufgrund der vielen Kontrollen, die wir durchführen, passiert relativ wenig und man kann sagen, dass Käse nach wie vor ein sehr sicheres Produkt ist. Umso mehr bleiben tragische Fälle in Erinnerung. Ein kurzer Rückblick. In den 80er Jahren kamen in der Schweiz 31 Menschen ums Leben. Ursprung der Listeriose, wie die Infektionskrankheit heißt, war auch damals Käse. So klang es in der Sendung Schweiz aktuell. In den meisten Fällen sei das auf den Genuss vom Weichkäse Vacherin Mont d'Or zurückzuführen. Das hat jedenfalls heute die Waadtländer Regierung bekannt gegeben. Sie hat Ende letzte Woche die Produktion und den Verkauf von dem Käse verboten. Ein Verbot, das trotz diesen erschreckenden Zahlen die Käseproduzenten im Waadtland natürlich sehr hart trifft. Auch durch infiziertes Fleisch starben schon Menschen. Zum Beispiel 1992 in Frankreich. 63 Menschen starben nach dem Verzehr von Schweinszungen. 22 Fehlgeburten gab es. Hotdogs wurden Ende der 90er Jahre in den USA als Listerienquelle ausgemacht. Die traurige Bilanz: 9 Tote. Aber wie häufig ist dieses schlimmste aller Szenarien? Darüber reden wir mit der Kantonschemikerin jetzt. Und sie kann beruhigen. Längst nicht alle Menschen sind ernsthaft gefährdet, sagt Alda Breitenmoser. Wenn Sie gesund sind, ein gesundes Immunsystem haben, dann kann es durchaus sein, dass überhaupt nichts geschieht. Wenn Sie aber hingegen geschwächt sind, wenn Sie ein geschwächtes Immunsystem haben, sei es durch eine Grunderkrankung, sei es dadurch, dass Sie beispielsweise schwanger sind oder dass Sie sehr alt oder sehr jung sind, dann kann es eben zu wirklich Erkrankungen kommen. Bei Schwangeren kommt zusätzlich die Gefahr fürs ungeborene Kind hinzu. Wir haben vorher von den Fehlgeburten gehört. Wie sehr die Entzündungen im Körper, die Listerien auslösen können, also schaden, ist individuell. Tote gäbe es selten.
zum Glück kommt das nicht häufig vor. Da sind wir froh und das soll auch so bleiben. Oder noch besser werden am besten. Alda Breitenmoser entlässt uns also positiv aus dieser News Plus Folge. Ja, Listerien sind ein Problem und es gibt sie, aber es gibt häufige Kontrollen und große Sorgen beim Einkauf für den nächsten Znacht sind fehl am Platz. Die Listerien, die waren heute. Und was ist morgen? Das wissen wir bei News Plus auch noch nicht. Und genau das macht's ja so spannend. Wenn ihr Themeninputs habt, etwas von dem ihr denkt, dass das bei uns am richtigen Ort wäre, meldet euch per Mail newsplus@srf.ch oder per Text- und Sprachnachricht 076 320 1037. Heute verantwortlich Lea Sager, mitgearbeitet hat Tim Eckimann und mein Name ist Dominik Brandt.